Fast 20 Jahre ist es her, seit das Aussehen vom Fünfer von der Baureihe E60 so ähnlich kontrovers diskutiert wurde ist wie heute die Dreisenieren von 7er, X7 und 4er Reihe. Heute, muss ich sagen, sieht der E60 fantastisch aus. Er ist sehr gut gealtert und sieht immer noch modern aus. Sogar mindestens so modern wie der direkte Nachfolger, der F10. Das ist aber nicht immer so gewesen. Nach dem eher klassischen Design vom E39 ist das vom E60 ein Schock gewesen. Zum Beispiel mit der Gestaltung von diesen Skiwerfer, mit den Augenbrauen, die weit in den Kotflügel eingezogen sind und dem Auto den erhabenen Blick geben. Die originale Frontschürze hat dann aber nicht so recht zum modernen Look passen und hat nicht so stimmig gewirkt. Nicht so stimmig wäre damals aber schon fast als Kompliment durchgegangen. Nicht wenige haben den E60 für ziemlich wüst befunden. Andere haben gar die ganze Modellpalette als hässlich abgestempelt. Der damalige Designdirektor, der Chris Bangle, hat dafür viel Kritik einstecken. Revolutionär war aber nicht nur das externe Design. Der E60 war auch der erste Fünfer, der Eyes of Knight Rider gemacht hat. Er hat zwar nicht gerade von selber fahren, hat aber einiges an Technik mitgebracht. iDrive, aber auch Aktivlenkung, adaptive Tempomat, Heads-Up-Display, Rumflap nicht. Aber die Fahrwerksingenieure sind auch nicht gerade faul rumgehockt. Der ganze Vorderwagen zum Beispiel ist aus Aluminium, um das Fahrzeug perfekt zu balancieren. Es ist schon fast so, als wären die Ingenieure vom 7er und vom 3er in einen Raum eingesperrt worden und dann nicht raus dürfen, bis sie sich geeinigt haben. Die Frage ist also, wer hat gewonnen? Ist es ein kleinerer 7er oder ein grösserer 3er geworden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir über den Vorgänger reden, den E39. Viele bezeichnen den E39 als der beste Fünfer und sogar auch als die beste Limousine. Die beste Limousine ist natürlich schwierig zu bestimmen, aber mit dem besten Fünfer bin ich einverstanden. Ich liebe den E39. Ich bin mit ihm aufgewachsen, habe sogar selber mal einen gehabt. Das war mein erstes Auto. Und ist wahrscheinlich auch der letzte Fünfer aus der Freude am Fahren Zeit. Die nachfolgenden Generationen von Fünfer sind dann eher behäbiger geworden. Man kann also sagen, dass der E60 den Fünfer eher näher an 7 gebracht hat. Die Siebnifizierung ist meiner Meinung nach noch weitergegangen. Aber diskutieren wir das ein anderes Mal. Reden wir heute doch lieber über das Auto. Das ist mein E61. Das heisst, es ist ein Touring. Oder auf Deutsch ein Kombi. Den Touring haben sie im 2004 vorgestellt, ein Jahr nach der Limousine. Der hier ist aus dem 2007, das heisst, es ist ein Facelift-Modell. Bei Standardausführungen hat es dann ein schöneres, stimmiges Front- und Heckschürzendesign gegeben. Und die bekannten Lichter mit den Streifen. Was an dem speziell ist die Farbe. Das ist Azurit-schwarz Metallic. Eine BMW Individualfarbe, die bläulich schimmert im Sonnenlicht. Ich finde, es sieht edel aus. Es war aber nicht nur das Exterieur, das kontrovers war. Auch im Innenraum hat es eine Neuheit gegeben, die nicht gerade positiv aufgenommen worden ist. iDrive. Ich kann mich noch gut erinnern, wie die Journalisten das iDrive bei jedem neuen BMW-Modell auseinandergenommen haben. Was war denn los? iDrive ist die Antwort von BMW auf den schleichenden Knopfwucher. Also haben sie eher sekundäre Funktionen in ein Computersystem integriert, das mit dem Drehknopf gesteuert wird. Der E60 ist das zweite Modell nach dem E66-7er, das es bekommen hat. Die Journalisten haben kritisiert, dass die neue Art von Bedienung zu viel Aufmerksamkeit vom Fahrer verlangt hat und darum gefährlich ist. Dann sollten wir aber wahrscheinlich nicht über die heutigen Touchscreens reden. Aber genau darum ist das Infotainment von BMW heute eines der besten. Ja, du hast den Touchscreen, aber du hast auch immer noch das haptische Feedback vom Controller und die wichtigsten Funktionen haben immer noch Knöpfe. Wie ist aber das Ur-iDrive heute? Es ist super langsam. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil du kannst gar nicht so viel damit machen. Das Navi brauche ich nie, weil die Karten hoffnungslos veraltet sind. Aber Radio schraube ich nie um, weil ich keine CDs mehr habe oder auch etwas, wo ich jetzt AUX-Kabel einstecke. Am Klima muss ich nichts einstellen und für die Temperaturen habe ich da so Rädchen. Ich schaue nur ab und zu mal den Ölstand an und wenn der nächste Service fällig ist.
Okay, da war jetzt ein bisschen viel iDrive. Und der Rest? Ich finde, eigentlich sieht es ganz ordentlich aus da rein. Mit dem schwarzen Merino-Leder, mit dem bürsteten Aluminium auf diesen Listen. Aber ich hatte immer ein Problem mit dem Innenraum vom E60. Zum einen haben mir die 4 Rundinstrumente im E39 besser gefallen, als das enge Kombi mit nur 2 im E60. Und zum anderen war das Cockpit vom E60 das erste, das nicht mehr zum Fahrer orientiert war. Das ist noch schade, weil eigentlich hockst du relativ tief für einen Kombi und wirst eng von der Sportsitz umarmt. So, fährt das Ding auch? Das finden wir jetzt raus. Ich bin leider nie mit einem 530er gefahren. Das wäre so das Äquivalent zu meinem alten 528er gewesen. Der hier ist ein Touring, ist ein Automat, hat einen grösseren Motor und ist mit fast 2 Tonnen auf 400 Kilogramm schwerer. Uiuiui, dann nicht gerade nach einem Driving Distilled Auto. Es geht auch nicht sehr Driving Distilled mäßig weiter. Das erste, was auffällt, ist das Getriebe und das eher negativ. Gerade wenn du langsam unterwegs bist, sind Gangwechsel eher ruppig. Aber zum Glück sind wir ja in Zürich, wo wir keinen Stadtverkehr oder Stau haben. Weil jedes Mal, wenn du im Stau anfahren tust, leidet das Getriebe. Genauso wie deine Zähne. Die Lenkung im E60 ist noch hydraulisch. Und ich habe damals schon gefunden, dass sie zu leicht ist. Ich meine, das wäre okay im Stadtverkehr. Aber der Stadtverkehr ist ja problematisch wegen dem Getriebe. Und bei schnelleren Geschwindigkeiten habe ich das Gefühl, es ist ja nicht sehr präzise. Das Lenkrad selber ist BMW-typisch relativ gross und dick, aber ist okay. Die dritte Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine sind die Sitze und die gefallen mir sehr. Der Seitenhalt ist super und bei meiner Körperlänge ist auch die Oberschenkelauflage mega angenehm. Kein Wunder also, haben sie die Sitze im Nachfolger 1:1 übernommen. Oder haben sie einfach kein Geld mehr gehabt? Das Fahrwerk ist noch in einem guten Zustand. Es glättet Unebenheiten und Tollendeckel viel besser weg als mein VW Touran, wo einiges neuer ist. Du bist ja eine richtige Sportskanone. Ein Kombi und ein Van. In engen Kurven taucht er zwar ein bisschen und du merkst, dass das Heck reinkommt. Aber gerade mit der brandneuen Michelin Pilotsport 4S, die drauf sind, hast du immer noch massiv Grip. Falls du dich ein bisschen mit Pneu auskennst, wirst du wissen, dass der PS 4S kein Runflat-Pneu ist. Und der da ist auch nicht mit Runflats ausgeliefert worden. Und du könntest jetzt vielleicht denken, keine Aktivlenkung, kein aktiver Tempomat, kein Runflat. Vielleicht ist es ein Basis-5er. Ist nicht. Oh, nein. Was das ist ein M5. Und der 5 Liter 10 dort vorne ist, glaube ich, mega hässlich, dass wir ihn geweckt haben. Die Lenkung ist jetzt viel präziser und rapportiert viel besser, was die Räder dort vorne machen. Der SMG ist zwar immer noch das Gleiche, aber wenn es den nächsten Gang einknallt und das ganze Auto durchschüttelt, ist es einfach herrlich. Und sogar die Sitze machen bei dieser ganzen Choreografie mit. In der Kurve drückt nämlich das Seitenpolster dagegen. Das ist wie wenn dich ein Bodybuilder sanft, aber fest an den Teilen hebt, damit du aus dem Fenster fliegst. Du wirst vielleicht denken, dass du mit so viel Power auch gute Bremsen brauchst. Du wirst aber erstaunt sein, dass in diesem Auto die Bremsen gar nicht so fest brauchst. Was bei diesen alten Sugna mit der Fall ist, wenn du vom Gas gehst, fliegst du fast durch die Windschutzscheibe. Aber das kannst du gut korrigieren. Einfach kurz aufs Gaspedal und du hockst wieder im Sitz. Falls du aber glaubst, das Ganze kannst du doch nicht so rausspüren,
kannst du es definitiv raushören. Und du wirst zum Dirigent. Das Gaspedal wird zu dem Taktstock. Und je nach Fußstellung ist der V10 mal tief grollend, mal hoch schreiend. Aber was rede ich überhaupt noch? Dreh einfach die Boxen auf. Nur zum Verdeutlichen. Das ist die Original-Auspuffanlage. Es gibt super Sportwagen, die nicht so gut tönen wie der Kombi. Ich glaube gern, dass der F10 und der F90 schneller sind und im Alltag angenehmer zum Fahren sind. Aber der E60 kommt aus einer Zeit, wo jemand bei BMW vorgeschlagen hat, hey, tun wir doch einen 5 Liter V10 in die Limousine. Und jemand, der gesagt hat, ja, ist eine gute Idee, machen wir das.